Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, zum Spiel in Köln. 4-1 gewonnen, also vom Ergebnis her schon mal Opti-Mopti. Ja, leider kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. Beziehungsweise, also ich habe die erste halbe Stunde nicht gesehen. Ich habe halt einfach verschlafen. Und da das Spiel schon nach 12 Minuten entschieden war, kann ich da halt echt wenig zu sagen. Die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit haben wir noch ein paar gute Chancen gehabt. 2 Pfostenschüsse. Ja, ansonsten kann ich natürlich so wiederholen, was meine Eindrücke von meinen Standard-Jungs waren. Ansonsten kann ich ein bisschen auf die zweite Halbzeit eingehen, die nicht wirklich gut war. Das muss man auch sagen. Ansonsten werde ich noch auf einen Kommentar eingehen, weil es halt einfach einfacher ist, das hier zu beantworten, als im Kommentar einen Roman zu schreiben. Ansonsten erstmal sorry, dass ich vielleicht ein bisschen fertig rüberkomme. Das ist einfach so, bin im Moment. Ja, ich konnte nicht wirklich gut schlafen. Jetzt waren 4 Stunden jetzt und alles nicht so optimal. Ich weiß, auch meine Löwen, mein Löwengebrüll passt zum FC Bayern so gut wie, warte, wer weiß. Von wegen 60 Löwen und so. Ja. Ist halt so, hat damit nichts zu tun. Heute findet euch damit ab. Gut, zum Spiel. Ja, wie gesagt, ich habe die Tore nicht gesehen. Ich habe die erste halbe Stunde oder 28 Minuten nicht gesehen. Danach was ich noch gesehen habe, war so ein Kimmich-Schuss da, der da. Ja, kein wirklicher Schuss, weil der noch vom Pfosten gegen den Gnabry sein Ding da an die Latte. Und ansonsten habe ich Kölner gesehen, die Angst hatten, die nicht wirklich was entgegenzusetzen hatten. Weiß nicht, klar, wenn du nach 5 Minuten 2-0 zurückliegst, nach 12 Minuten 3-0, ist das Thema eigentlich gegessen. Zweite Halbzeit. Ja, ich meine, es ist wie immer, ne, was ich immer wiederhole. Wenn du 3-0 führst, man hat ganz klar gesehen, dass wir mindestens 2 Gänge zurückgeschaltet haben. Was irgendwo menschlich ist, denke ich, was aber auch nicht unbedingt sein muss. Ne? Hat der Flick ja auch ganz klar gesagt, das Ziel ist natürlich, dass man 2 gute Halbzeiten spielt. Die erste haben wir gut gespielt, die zweite haben wir schlecht gespielt. Der Neuer musste 3-mal richtig, richtig eingreifen. Des Weiteren waren es noch 2 Abseitstore. Ja, aber wäre es da innerhalb kürzester Zeit 2-3 gewesen oder sowas, das Spiel hätte komplett kippen können. Das muss man auch fairerweise so sagen. Die Hereinnahme vom Hernandez war fast ein Genickbruch. Der war sowas von schlecht. Ja, ich meine, das habe ich schon ganz am Anfang, wo er ein paar Spiele gemacht hat, gesagt, du kannst dich nicht als Innenverteidiger, aber da hat er noch Außenverteidiger gespielt, hat das genauso gehandhabt, bei jeder kleinen Berührung auf den Boden schmeißen. Das geht nicht gut, das ging heute auch nicht gut. Auch diese Schauspielerei dann da, immer so tun, als hätte man ja mal richtig hart getroffen worden und sowas. Ey, Leute, was ist denn los? Es passt nicht zu. Das passt nicht zum FC Bayern, Alter. Und du kannst das als Innenverteidiger nicht machen. Der Schiri hat es auch zweimal nicht gepfiffen mehr. Also Leute, was ist denn los, ey? Das geht mir nicht in den Kopf rein, wie man sich da hinschmeißen kann und auf den Freistoß hoffen kann. Was ist, wenn der Pfiff ausbleibt? Da ist der Mann durch und steht allein vom Neuer, wie es halt auch zweimal so war. Leute, das ist ein Unding, ja. Auch Alaba war schlecht, zweite Halbzeit. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ich habe den immer gelobt die letzten Wochen. Heute war es schlecht. Die ganze Abwehr war schlecht in der zweiten Halbzeit. Es war halt echt so, ja, schaukeln wir nach Hause. Wie gesagt, wäre der Neuer nicht gewesen, der wirklich zweimal im 1 gegen 1 sehr stark gehalten hat, hätte das Spiel noch komplett kippen können. Und ich denke nicht, dass wir nochmal die Kurve gekriegt hätten. Schon gar nicht dann noch, nachdem der Kimmich raus war. Da war die Mitte offen wie ein Scheunentor. Ja, Tolisso war völlig von der Rolle. Generell
habe ich so das Gefühl gehabt, alles, was hinten gespielt hat, hat nur geguckt, wo ist der Thiago, ich spiele den Ball zu Thiago und bleibt direkt stehen. So war natürlich so. Er hat einen Ball gekriegt, geguckt, wo ist der Thiago, ich spiele den Ball mal zum Thiago und bleib stehen. Ich stehe und guck mal, trab so ein bisschen übers Feld. Kein Zug, gar nichts in der zweiten Halbzeit. Gar nichts. Junge, Lewandowski, der wird Totalausfall, jetzt auswechseln können. Kein Unterschied gemacht, ob er auf dem Platz ist oder nicht. Ja, wenn ihnen das reicht, das Tor nach 3 Minuten oder was weiß ich, ja, dann ist doch gut. Dann lass ihn in der zweiten Halbzeit draußen. Bring Zirkzee, Alter, der ist noch heiß. Der Levi war gar nichts, war 0. Ja, er war mal wieder bemüht, er ist wenigstens gelaufen, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Spieler. Aber, Leute, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Wir haben 4-1 gewonnen, ja, alles gut. Wie gesagt, es ist menschlich, dass man da Gänge zurückschaltet. Aber in dieser Art und Weise muss man halt echt sagen, war es grenzwertig. Ja? Da muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Ja, müssen wir uns beim Neuer bedanken. Ohne Witz, hätte er zweimal nicht so gehalten. Die Kölner, die hätten uns noch auseinandergenommen. Das ist so. Wir hätten das nicht mehr umgedreht gekriegt. Ja, so gut der Gnabry nach vorne war, so schlecht war er nach hinten. Wie immer halt einfach immer nur so ein Alibi nachsetzen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich werde da meine Meinung auch wohl nicht mehr ändern zu dem Typen. Weil man hat es heute gesehen, der Davies hat oft genug hinterlaufen. Stand dann vor Gnabry und ja, schon wurde es gefährlich über die rechte Seite, weil der Gnabry einfach nach hinten hin gar nicht. Es juckt ihn einfach gar nicht. Er tut so, als setze ich mal einen Sprint an und ja, dann muss der Davies, der noch hinterm Gnabry steht, nach hinten da einen Vollsprint ansetzen und der Gnabry guckt sich das an. Oh ja, laufen wir mir vorbei, so ungefähr. Die Leute, es geht nicht. Es ist einfach keine Einstellung. Wie gesagt, nach vorne hin war er stark. Wenn er Bock hat zu laufen, sich zu bewegen, logisch, ist er gut. Er hat die Qualität, das hat man heute gesehen. Obwohl er heute sehr eigensinnig auch 2-3 Mal war, wo er hätte abspielen müssen, muss man auch fairerweise sagen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das im Verein keiner anspricht oder ich habe keine Ahnung. Also ich erwarte da vom Spieler beim FC Bayern ein bisschen was anderes. Ist aber auch nur meine bescheidene Meinung und müssen wir nicht drauf rumreiten, haben wir lang genug. Ja, weiß ich nicht. Zweite Halbzeit habe ich nicht viel Gutes gesehen, muss ich echt sagen. Thiago war so der einzige Lichtblick irgendwo. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, Müller war auch jetzt nicht so. Wie gesagt, das liegt halt daran, wenn du 3-0 führst, ja, dann schaltest du halt einfach mal 2 Gänge zurück. Und von daher muss man das jetzt hier nicht auseinanderpflücken. Zweite Halbzeit war halt einfach 3 Gänge zurückgeschaltet und aus meiner Sicht ein Gang zu viel zurückgeschaltet und da müssen wir uns beim Neuer bedanken und denke mal, damit können wir das Spiel auch abhaken. Wir können uns auch mal die Statistiken anzeigen lassen hier und ja, schauen wir mal rein. Ballbesitz 38:61 hat sich in der zweiten Halbzeit halt so ein bisschen eingerenkt. Erste Halbzeit war es noch eine Ecke höher. Zweikämpfe, leichter Vorteil für die Kölner, war in der ersten Halbzeit glaube ich sogar noch höher. Warum auch immer. Schüsse insgesamt 13:24. Wenn man jetzt sieht, dass wir nach der ersten Halbzeit 1:18 hatten, sagt das eine Menge über die zweite Halbzeit aus. Schüsse aufs Tor 6:8. Deswegen halt auch meine Aussage von wegen beim Neuer bedanken. Das muss man einfach so sehen. Flanken ist auch ausgeglichen. Ja, Torschussvorlagen 6 der Müller, 4 Thiago, 3 der Gnabry. Ja, Respekt, ich habe die 6 nicht gesehen. Kann sein, dass es in der ersten halben Stunde war. Gewonnene Zweikämpfe, ja, spiegelt das so ein bisschen wieder. Thiago war so wieder mal der Mann des Spiels. Levi, ich hatte ja gesagt, aber zweite Halbzeit war da halt auch nicht mehr viel. Ja, er hat sich noch so reingehauen, was der Levi halt immer macht, das ist so sein Standardprogramm, aber so der letzte Biss hat mir gefehlt. Alaba war unter Dauerfeuer in der zweiten Halbzeit, das muss man auch so sagen. Jeder Angriff ging über die rechte Seite. Und immer dann, wenn der Davies nach vorne den Gnabry überlaufen hat und
ja, mag ein bisschen noch die Unerfahrenheit sein, aber gut, was soll er machen? Soll er die ganze Zeit hinten stehen bleiben, weil der Gnabry nicht nach hinten arbeitet oder was? Ja, es lief jeder Angriff über die rechte Seite. Zweite Halbzeit oder wurde darüber eingeleitet und ja, da sollte man mal reden. Ne? Ballkontakte sieht man auch Thiago mit Abstand der Mann bei uns, sonst haben wir ja meistens so 2, 3 Leute. Diesmal ist es enorm. Alaba und Davis, ja, das sind eigentlich immer so die, die auch mit dabei sind. Aber selbst die haben, ja, ihr seht es ja, fast 50 weniger Ballkontakte. Gefoult worden, ja, interessiert uns nicht wirklich. Ja, was ist zu sagen? 4-1, alles gut. Zweite Halbzeit muss man, aber es war schon die letzten Spiele so, muss man abstellen, die Geschichte. Können wir noch mal kurz einen Blick hier auf die Tabelle schmeißen, so auf die ersten 5. Je nachdem, was die Schalker spielen. Aber die kannst du eigentlich schon fast ausrechnen jetzt, wenn es um die Meisterschaft geht. Ist wie es war. Super spannend vorne. Enge Kisten und ja, die Mannschaft, die sich als erstes eine Schwäche leistet, irgendwie mal 2 Spiele hintereinander nicht gewinnt oder sowas, ist da ganz schnell raus. Ja, wir haben jetzt nicht so die Kracher, glaube ich. Wir haben jetzt Paderborn. Dann in Hoffenheim. Ja, sind wir ehrlich. Wir tun uns da meistens schwer in Hoffenheim, genau wie eigentlich auch in Köln. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du Meister werden willst, musst du die einfach weghauen. Müssen wir uns nichts vormachen. Musst das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Pokal, ja, ist eine andere Geschichte. Dann haben wir Augsburg zu Hause. Dann haben wir in Union. Zu Hause gegen Frankfurt. Zu Hause muss er Frankfurt aufschlagen. Das ist auch kein Geheimnis. Und dann bist du beim 28. Spieltag das Spiel in Dortmund, was dann Fingerzeig werden kann. Bis dahin musst du einfach die Spiele in der Bundesliga gewinnen. So, fertig aus. Ob die Leistung jetzt gut ist oder schlecht ist, spielt keine Rolle. Du musst die Siege einfach einfahren. Fertig aus. Und ich denke, bis dahin kann man dann, vielleicht sind es dann nur noch 3 Mannschaften oben. Man wird es sehen. Ja, danach haben wir natürlich noch ein paar Kracher. Ne? Düsseldorf, so, ja, muss er dann schlagen. In Leverkusen, zu Hause gegen Gladbach. Ja, ist nicht so easy. Dann in Bremen, je nachdem, die Bremer wird es um Abstieg gehen. Freiburg und dann in Wolfsburg. Ja, also letzte 3 Spiele geht. Bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Ja, wie gesagt, ich kann leider jetzt nicht ganz so viel sagen. Mich hat so die zweite Halbzeit ein bisschen enttäuscht, wie ihr merkt. Ja, was heißt enttäuscht? Mein Gott, wie ich schon sagte, 3-0. Es ist menschlich. Es ist aber auch durch die letzten Jahre so bei uns gewachsen. Das muss man auch so sagen. Ich bin da beim Hansi, der das irgendwie ein bisschen umkrempeln will. Deswegen eventuell auch die Wechsel. Ich weiß nicht, ob der Kimmich angeschlagen war oder was. Boateng rauszunehmen, weil er die 5. Gelbe hat im Hinblick fürs nächste Spiel Paderborn. Ja, war jetzt nicht die... Kann es verstehen, klar, man möchte dann natürlich dem Hernandez noch ein bisschen Spielzeit gönnen. Ja, also mal ganz ehrlich, den Hernandez musst du echt mal an die Seite nehmen und ihm mal klar machen, dass das so nicht geht. Kann sich nicht als Innenverteidiger auf den Boden schmeißen, wenn man im Zweikampf ist. Also, nur um dem Schiri zu zeigen, ja, ich wurde gefoult. Schwierig. Bin ich kein Freund von generell von dem Scheiß und ja, geht nicht. Wird definitiv nach hinten losgehen. Er ist recht in der Champions League, da müssen wir uns nichts vormachen, da wird sowas noch seltener gepfiffen. Ja, hat mich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Hat mich schon letztes Mal aufgeregt, aber ist ja wie gesagt auch so auf der Außenbahn. Ist das noch nicht ganz so tragisch, aber wenn man denselben Scheiß macht, wenn man in der Innenverteidigung spielt, Leute, also, geht nicht. Also, wenn es faul ist, wird der Schiri das schon pfeifen, ja. Und gut ist. Also. Ja. So viel mal dazu. Ja, ich könnte noch ein paar Noten vergeben. Aber ja,
wie gesagt, aufgrund der ersten halben Stunde, die ich nicht wirklich gesehen habe, wäre es wahrscheinlich nicht fair den Leuten gegenüber. Wie gesagt, Neuer war für mich stark. Das ist eine gute eine, wo er rausgekommen ist, aber ist ja auch gut gegangen. Also würde ich eine 2 geben. Ich bewerte jetzt mal auf der Grundlage der letzten Stunde. Pavard war für mich ja eine 3. Alaba war auch ja eine 3. Er war halt dann auf jeden Fall auch überfordert die letzte halbe Stunde. Er lag aber daran einfach, weil er oft auch nach außen gehen musste, weil aus meiner Sicht der Claudia einfach 0 nach hinten mitgearbeitet hatte, auch wenn der Alphonso Davies vor ihm war. Das geht halt nicht. Und ansonsten, ja, hat man gemerkt, dass das mit dem Hernandez nicht so wirklich gut harmoniert hat. Was natürlich auch seiner Verletzung geschuldet ist und so weiter. Aber an der Einstellung, habe ich gerade schon gesagt, muss der Hernandez definitiv arbeiten. Davies war für mich okay, war eine 3. Jetzt nichts Weltbewegendes. Hat viel versucht, auch nach vorne. Vielleicht ein bisschen zu viel, wenn man da so ein Knabri hat, der irgendwie 0 nach hinten arbeitet, der bis zur Mittellinie mit zurückläuft und dann so, ja, jetzt habe ich mal hier stehen macht. Boateng, was ich gesehen hatte, war okay. Will ich auch eine 3 geben. Kimmich war auch okay. Man hat gemerkt, wo er raus war. Wie sehr er da fehlt, muss man auch mal klar so sagen. Ja, ich habe auch oft genug über den Kimmich gemeckert. Klar, ich war jetzt heute auch nicht so überragend, bis das, was ich gesehen habe, aber man hat es halt echt daran gemerkt, wo der Kimmich raus war und Tolisso drin war. Die Mitte war komplett auf. Müller, ja. 3. Koman war jetzt nicht wirklich mehr. 2, 3 Aktionen gehabt, bevor er rausging. War für mich eine 3- eher. Gnabry, ja, 2 Tore gemacht. Kann ich ihm keine 6 geben. Ja. Es ist einfach so, ich würde ihm aber auch keine 2 geben, nur weil er 2 Tore gemacht hat. Dafür ist mir dieses Stehenbleiben und Alibi nach hinten laufen ist nicht meins. Ja, wenn man das als Trainer unterstützt, okay, aber dann muss man auch dem linken Verteidiger sagen, geh nur bis zur Mittellinie und hinterlauf ihn nicht. Also gegen Köln kannst du das vielleicht noch machen, gegen Chelsea mit Sicherheit nicht mehr. Thiago war für mich eine 2, war wieder der Mann so. War auch so der einzige Lichtblick in der zweiten Halbzeit, ja, der da noch was versucht hat. Levi, ja, war für mich, was ich gesehen habe, auch nur eine 3-. Wie gesagt, die Noten sind ohne die erste halbe Stunde, ja, die habe ich halt einfach nicht gesehen und von daher. Hernandez, ja gut, die Halbzeit war für mich eine 5, Leute. Wenn ich das mit dem Hinfallen da und Rummarkieren dazu zähle, das ist eine 8. War schwach, war richtig schwach. Gefühlt hat er einen Zweikampf gewonnen, sonst stand er immer schlecht. Er ist sehr langsam rausgerückt, der stand oft genug als letzter Mann dann dahin, hätte das Abseits aufgehoben und richtig schlecht. Tolisso war auch richtig schlecht. Ja, liegt natürlich daran, dass er keine Spielzeit hat, genauso wie der Hernandez. Ja, weiß ich nicht. Dann muss man mal ganz ehrlich sagen, Leute, dann, keine Ahnung, wenn ihr so lange verletzt seid, dann geht in die zweite Mannschaft. Spielt der 3. Liga, da habt ihr Spielzeit und gut ist. Klar, für die zweite Mannschaft geht es auch gegen Abstieg, aber sind da jetzt ganz gut reingekommen. Und ja, weiß ich nicht. Es gab mal Zeiten, da war das so, da wurde das so gehandhabt. Es gab sogar mal Zeiten, da haben Spieler das selber angeboten. Ja, dass Hernandez noch Zeit braucht, keine Frage. Also 80 Millionen sehe ich da im Moment nicht. Aber da kommen wir gleich zu. Goretzka, ja, hat man gesehen, er hat Zug nochmal reingebracht. Hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht auch ein bisschen defensiver dann agiert, weil die Mitte war halt einfach offen, weil Tolisso irgendwie, weiß ich auch nicht, er hatte auch keinen Bock irgendwie so gefühlt. Gefühlt schnell den Ball wieder weg, stehen bleiben und so. Ja, da hatte ich generell so das Gefühl, das waren echt so Ausnahmen. Thiago, so, wo du gesehen hast, der hat Bock, der läuft, der will. Sonst hast du viele Spieler gesehen, so, ja, ich spiele mal den Ball und bleib mal stehen, guck mal, was so geht. Wie gesagt, irgendwo menschlich, aber irgendwo in meinen Augen nicht Bayern-like. Hernandez 80 Millionen sehe ich gar nicht, Leute.
Ich habe ihn vor der Saison noch gelobt, den Transfer. Aber auch schon mit einem Fragezeichen dahinter wegen Verletzung. Und ja, also diese Saison wird da nicht mehr viel passieren und ich bin gespannt. Ja, nächste Saison muss er liefern. Also ich sehe es aktuell nicht, dass der Mann irgendwie 80 Millionen wert ist, aber die Preise auf dem Transfermarkt sind ja sowieso irgendwo ein Witz. Damit komme ich auch zum Shidi Bang. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zu den Kommentaren. Wo ich ganz kurz drauf eingehen möchte noch. Ja, beim Gnabry war ja so ein bisschen meiner Meinung. Coutinho, ja gut, weiß ich auch nicht, was mit dem los ist. Sollten wir den kaufen, kannst du dir auch in den Kopf schießen. Also selbst wenn Barca sagen würde, er braucht nur 50 Millionen zahlen, ist er definitiv nicht wert. Also er hat es ein paar Mal angedeutet, seine Klasse, ja. Aber ja, es passt halt einfach nicht. Ja, dann müsste der Flick halt sagen, so Müller, geh, setz dich auf die Bank. Machen wir uns nicht vor, Coutinho auf links zu stellen. Ja, ist genauso wie den Müller auf rechts zu stellen. Das ist halt, muss der Müller ab und wann nochmal ganz gut macht auf rechts. Heute hat er sogar den Goretzka geopfert, damit der Müller hinter Levi spielen kann. Habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Aber Müller ist eh so ein Streitthema irgendwo. Klar, Müller in so Spielen wie Chelsea und sowas ist der Müller immer Gold wert. Weil der Müller halt so eine Art und Weise hat, die man nicht wirklich einschätzen kann. Und da so ein bisschen der Überraschungsfaktor eigentlich bei uns ist. Wenn auch nicht durch Kreativität, sondern durch Außergewöhnlichkeiten her. Aber ja, keine Ahnung, bin ich auch auf nächste Saison gespannt. Ja, mal abwarten. Dann war ja hier das Thema Upamecano. Ja, wie gesagt, bin ich ganz bei dir. Warum nicht? Ich weiß, ich habe ihn jetzt nicht so im Auge. Ich habe nicht so gesehen, wie konstant er ist. Wie gesagt, ich hatte letztes Jahr hätte ich mir auch gewünscht, so dass man, oder davor das Jahr schon, dass man Jonathan Tah hat mir sehr gut gefallen, das eine Jahr in Leverkusen. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass man da versucht, ihn loszueisen. Wäre dann zusammen mit dem Süde so das Innenverteidiger-Pärchen gewesen. Was ich jetzt so gesehen, ja, irgendwie ist er ein bisschen untergegangen, Jonathan Tah. Ist wohl so die Konstanz, die fehlt. Upamecano, ja, hat mir gut gefallen auch. Wie gesagt, ich habe den jetzt nicht so auf dem Schirm. Wenn wir den holen, ja, also mal ganz ehrlich, guckt euch die Preise an. Du musst ja jetzt schon froh sein, wenn du einen Spieler, der ein bisschen Talent hat, der ein bisschen konstant hat, für 50 Millionen kriegst. Ja, ich habe nichts gegen 3 gute Innenverteidiger. Ich gehe davon aus, dass der Vertrag vom Boateng auf jeden Fall nicht verlängert wird. Da wird natürlich eine Menge Gehalt frei. Und natürlich brauchst du noch einen weiteren. Klar, du hast noch ein Pavard, der auch den Innenverteidiger ganz okay gespielt hat, muss ich sagen. Aber klar, wenn du so einen Mann kriegen kannst, warum nicht? Wie gesagt, Hernandez bin ich sehr skeptisch. Sehr gespannt. Die 80 Millionen wirst du natürlich dann noch nicht mehr kriegen, wenn du verkaufst, wenn er sich nicht durchsetzt mit bei uns. Süle sehe ich gesetzt, wird natürlich aber auch noch eine Zeit lang dauern, bis er wieder da ist und wer weiß, ob er so die alte Stärke wieder erreicht. Ich hoffe es. Wird aber locker bis zur Rückrunde dauern nächstes Jahr, bis er so die Leistung wieder bringen kann, gehe ich von aus. Man sagt ja immer so, solange wie man verletzt ist, brauchen wir noch, um wiederzukommen. Wird der Hernandez auch. Ja, ansonsten so, wenn man mal ein bisschen Ausblick hat, so bin gespannt, was passieren wird. Also Alaba, so Barca hat er schon oft genug angefragt. Ich kann mir gut vorstellen, was ich sehr schade finden würde, dass der Alaba gehen wird. Ich denke mal, er möchte jetzt nochmal so einen fetten Vertrag haben. Ja, was irgendwo legitim ist, irgendwo finde ich es schade. Also ich verbinde mit dem FC Bayern auf jeden Fall David Alaba. Klar, du hast jetzt den Davis, der das ganz gut macht und der dann mit Sicherheit dann auch den linken Verteidiger geben würde bei uns.
Ja, aber konstant muss er auch erstmal beweisen, ja. Klar, er hat das Talent, man hat es jetzt gesehen oder man sieht es ja. Aber natürlich muss er auch erstmal die Konstanz beweisen über 2, 3 Jahre. Also. Und natürlich muss er sich hier noch ein bisschen weiterentwickeln, logisch. Klar ist das Potenzial da. Logisch, wenn man den Alaba jetzt nicht verkauft und es sind alle fit, ist die Frage, wo soll der Davis spielen? Ja, muss man auch so sagen. Das ist kein Alaba auf der Bank, der wird wieder einen linken Verteidiger geben. Jetzt dann Hernandez, Süle, ein paar war rechts. Ja, und ich sehe den Davis eigentlich immer noch einen weiter vorne. Ne? Gerade so das Defensivdenken dann auch, ist er auch eine Position weiter vorne Gold wert, weil er definitiv mit nach hinten arbeiten wird, im Gegensatz zum Gnabry. Ja, wird spannend zu sehen sein. Ansonsten kann ich mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass man den Alaba auch ziehen lässt. Was ich persönlich schade finden würde, aber es kann gut passieren. Gut, da hast ja meine Meinung zum Kai Havertz. Schwierig. Also, ganz ehrlich, ich kenne keinen deutschen Spieler, der 130 Millionen wert ist. Oder der generell über 100 Millionen wert sein soll. Generell diese 100 Millionen Marke ist für mich immer noch so, nee. Ja, Mbappe, ja, da hätte es sagen können, ja, ich zahle diese über 100 Millionen. Alle anderen Spieler ich sehe keinen Spieler, der über 100 Millionen wert ist. Wenn man jetzt sagt, boah, das ist so die Granate. So ein Kai Havertz, ja, kannst du kaufen, 50 Mille, ja. Wie gesagt, der ist jung, der muss erstmal zeigen, was er kann. Klar, das angedeutet, der hat aber auch viel Schatten noch, muss man auch so sagen. Und beim FC Bayern und dauerhaft Champions League ist auch was ganz anderes als irgendwo in behüteten Leverkusen, wo du dich in Ruhe entwickeln kannst, wo du auch mal 5 Spiele in Folge Scheiße spielen kannst und trotzdem noch in der Startelf stehst, was du beim FC Bayern nicht wirst. Da reichen schon 2 schlechte Spiele, dann bist du raus. Das ist einfach so. Und dann ist es auch nicht so einfach, wieder zurückzukommen. Ja, sehe ich nicht, für den Mann irgendwie 100 Millionen auszugeben, bin ich ganz ehrlich. Generell so, dass wir uns an diesem, in Anführungsstrichen, Ablösewahnsinn beteiligen. Ja. Ich meine, wir haben über den Werner gesprochen vor der Saison für 50 Mille. Das finde ich okay, Preis. Der Werner ist sogar mehr wert, da kannst du auch 80 zahlen wie für den Hernandez. Aber dann, ja, 130 Millionen stehen irgendwo. Wird sich wahrscheinlich so um die 100 Millionen einpendeln. Ja, sehe ich nicht, Leute. Sehe ich echt nicht. Würde ich am ehesten so aus der Bundesliga noch für einen Sancho sehen. Von Dortmund. Da kannst du sagen, der ist 100 Millionen wert, der macht seine Tore, macht das ohne Ende Vorlagen. Ist jung. Ja, da könntest du sagen, jo, da bin ich bereit, die 100 Millionen Grenze zu sprengen. Für den Havertz. Erstmal sehe ich nicht wirklich die Notwendigkeit. Ja? Ihr wisst selber, ich habe in der Hinrunde eben auf den Thiago draufgehauen, was er in der Rückrunde spielt. Weil wir nun mal mit Doppel-6 spielen, ist Weltklasse. Das muss man mal ganz klar so sagen. Er hat auch seine Leichtsinnigkeiten raus. Er ist erfahren genug. Und ja, willst du jetzt da zum Kimmich und Goretzka? Klar, der Kimmich hat schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber auch jetzt nicht so in der Rolle, im defensiven Mittelfeld bei uns. Und willst du da jetzt noch einen Havertz beipacken? Klar, jung, alles gut. Wir müssen verjüngen. Bin aber immer noch der Meinung, so gerade so Mittelfeld, Zentrale sollte man auch einen erfahrenen Spieler haben, der weiß, was Sache ist. Und sind wir mal ehrlich, der Thiago war noch nie der große Sprinter, muss er auch nicht sein. Ist gar nicht seine Aufgabe. Das ist genauso wie der Alonso bei uns war. Und so alt ist der Thiago noch nicht. Ja? Und also ich fände es sehr, sehr, sehr schade und sehr, sehr dumm, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir verkaufen den Thiago irgendwie für 30 Millionen wieder zurück nach Barca und kaufen dann für 130 Millionen oder für 100 Millionen Kai Havertz. Sehe ich nicht, Leute, sehe ich nicht. Und generell, ich halte auch viel vom Tolisso, auch wenn er heute schlecht war. Aber ihr seht es ja selbst da. Wo soll er spielen, Leute? Wo soll er spielen? Wir haben nur 3 in der Mitte. Und selbst die 3 spielen nicht immer, weil es immer noch einen Müller gibt, der da vorne rumeiert. Das heißt, es spielen 2.
So, und das ist im Moment Kimmich und Thiago und das klappt super. Warum soll man das sprengen und... Nee, sehe ich nicht, Leute, sehe ich echt nicht. Bin mit dem Thiago zufrieden und lasse den Kimmich da jetzt mal sich festspielen. Dann wird er auch noch wieder ein bisschen besser werden. Wo es die letzten Spiele echt okay war. Aber er hat klar auch immer noch so seine Unsicherheiten, aber er hat, ich glaube, er so langsam schnallt er ist, dass er so der defensivere Part ist. Und Thiago mehr so der Macher. Ich glaube, das ging ihm am Anfang so ein bisschen ab. Ich denke, da wollte er mehr so der Mann sein, der so, ja, ich bin der die Akzente setzt und so. Aber es ist genauso wichtig, den Laden hinten zusammenzuhalten. Guckt euch Martinez an, wenn wir Champions League Sieg geholt haben. War es der Mann und nicht der weiter vorne gespielt hat. Von daher, ja, wenn der Kimmich sich da mit der Rolle in der Rolle sieht und das mit dem Thiago so klappt und wenn der Thiago so spielt, wie er jetzt spielt, nee, sehe ich nicht, da irgendwie 100 Millionen plus oder selbst 80 Millionen, 90 Millionen für einen Kai Havertz auszugeben. Klar ist er ein Guten, keine Frage, er hat Talent, logisch, gar keine Frage. Aber nein, nicht für das Geld, Leute. Wie gesagt, 50 Mille, nimm ihn mit, ja. Kann er sich entwickeln oder lassen noch ein Jahr Leverkusen, kauf ihn. Keine Ahnung. Ja, es besteht dann wieder die Gefahr, dass Dortmund da zuschlägt und so. Ja, dann lass sie doch machen, Alter. Lass sie doch machen. Mal ehrlich, wir müssen da ein bisschen oder mehr auf uns gucken und ich würde mir eher wünschen, dass wir den Bailey kaufen würden. Hätte ich mir schon letztes Jahr gewünscht. Den würdest du wahrscheinlich auch für 40, 45 Millionen kriegen. Hat großes Potenzial, was er in Leverkusen auch nicht immer abruft. Aber das würde ich investieren, wenn wir, da macht er bei uns einen Schritt, ja, in die richtige Richtung, weil machen wir uns nichts vor. Wir brauchen außen was. Coman, ja, Coman, wenn er fit ist, ist er gut. Ist aber mehr so der Arjen Robben-Typ. Die Hälfte der Saison kriegt er meistens nicht mit. Das muss man nun mal so sehen. Gnabry ist das Gegenteil. Gnabry ist sehr robust eigentlich. Ja, gut, war jetzt auch, hat so ein paar Kleinigkeiten immer mal wieder gehabt. Gnabry ist halt das Problem, dass er null nach hinten arbeitet. Selbst ein Coman arbeitet mehr nach hinten als ein Gnabry. Was schon einiges heißt. Ja, und da sehe ich definitiv Handlungsbedarf. Wie gesagt, sollte Alaba bleiben, sehe ich den Davies definitiv vorne. Ich denke, da kann er reinwachsen. Ja, so mit seinen Flanken und so, das klappt noch nicht so gut. Würde er reinwachsen, 100 Pro. Und ja, auch in Sané. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Ich hätte es mir damals gewünscht, habe ich auch damals gesagt gehabt, dass man ihn von Schalke hätte verpflichtet. Da hätte es Sinn gemacht in meinen Augen. Ja, klar, da waren noch Rip und Rob da, aber ja, hätte er sich vielleicht entwickeln können. Er hat den Schritt gemacht bei City, keine Frage. Gut, jetzt spielen sie keine Champions League, das ist, oder wahrscheinlich, wenn es vom Kass durchgeht, wovon ich mal ausgehe, weil es beim AC Mailand im Europapokal genau dann so war. Gut, dann haben sie 2 Jahre keinen Europacup. Ist natürlich dann ein Argument zu wechseln, logisch. So egoistisch sind da nun mal auch die Spieler heutzutage. Ja, weiß ich nicht. Klar, wenn du für 70 Mille kriegst. Ja. Gut, musst du wissen, ob das Risiko eingeht nach so einer Verletzung. Aber da auch irgendwie in die Sphären von 100, 110 Millionen zu gehen. Nee, Leute, ganz ehrlich. Es gibt eigentlich aus meiner Sicht nur 2 Wege für uns. Das ist einmal zu sagen, wir wollen jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren die Champions League gewinnen. Da musst du den Geldkoffer aufmachen, dann musst du 300 Millionen in die Hand nehmen, die rausballern. Die 100 Millionen Spieler kaufen. Verkaufst 2, 3 Spieler, die haben alle nur noch 1 Jahr Vertrag. Da wird keiner kommen und dir irgendwie 40, 50 Millionen für einen Spieler geben. Nimmst du vielleicht 100 Millionen ein, musst 200 draufzahlen, hast dann irgendwie 3 Spieler mit Potenzial. Oder man sagt halt, ja, wir gucken halt, was geht, wir entwickeln eine Mannschaft, wir nehmen es in Kauf, dass wir vielleicht die nächsten 4, 5 Jahre nicht die Champions League gewinnen.
Ja, und kaufst so, wie es jetzt ja auch schon war. Das Ajax-Talent ist ja da als Rechtsverteidiger ein Thema. Und machst halt mehr so einen Davis-Transfer. Ich meine, gut, der war jetzt dann auch noch im Endeffekt relativ günstig. Aber dann kaufst du, investierst halt so 30 Millionen, 40 Millionen und holst so 3, 4 talentierte Spieler, die vielleicht noch nicht so den Durchbruch hatten. Es ist ja nicht so, dass es keine Spieler gibt. Ich hätte mir auch gewünscht, so, wo es ja das Thema war hier, der von Lidl, der ja auch dann zu uns wollte, hätte ich mir auch gewünscht für die Außenbahn. Wie gesagt, ich sehe den Müller nicht auf der Außenbahn. Die ist dann einfach tot, die rechte Seite. Der Müller ist halt einfach keiner für die Außenbahn, ist meine Meinung. Ja, es wird interessant zu sehen sein. Bin auch gespannt wegen Kai Havertz. Ja, natürlich hat er das Potenzial, aber sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt da 100 Millionen oder mehr ausgibst, muss er auch spielen. So, wen willst du dafür opfern? Dann musst du quasi den Thiago halt verkaufen. Ja, schwierig. Schwierig. Ist halt auch irgendwo ein anderer Spielertyp. Ich sehe den Kai Havertz eher mehr so ein Goretzka-Typ. Ja, obwohl er natürlich mehr ein bisschen technisch versiert ist und so. Naja, schwierig, Leute. Ich bin gespannt. Meine Meinung ist klar, ja, wenn du ihn kriegst, so für 70 Millionen, würde ich sagen, ja. Für 100 und mehr, nein, definitiv nein. Nee, sehe ich nicht. Dann, ja, dann gib doch lieber den Jungs, die bei uns in der zweiten Reihe sind, mal eine Chance. Und vielleicht entwickelt sich da genauso einer heraus, ja. Ich sehe es halt nicht, dass man immer andere Vereine, die das machen, die den jungen Spielern eine Chance geben, die dann ein gutes Jahr haben und dann auf einmal, ja, jetzt wollen wir 100 Millionen haben. Was ist los mit euch, ey? Ja, ich meine, gut, beim FC Bayern ist es schwieriger. Aber dass es gehen kann, hat man beim CXC auch gesehen. Ja, und den lässt man ja jetzt auch schon wieder so aus. Und gerade in so einem Spiel wie heute, hätte man Levi rausnehmen können zur Halbzeit, mal ernsthaft. Und hätten CXC dann mal spielen lassen können. Also, was ich immer nicht verstehe, ist immer so das Zaghafte. Ja, nee, der ist noch nicht so weit. Und, Alter. Ey, Messi war ist mit 16 nach Barca gegangen, die Jugendakademie, und hat mit 18 oder 19 hat er dauerhaft gespielt. Was ist denn los, Leute? Wenn ich das immer höre. Man guckt dir den Davis an, das ist genauso. Warum soll es denn nicht beim Spieler aus der zweiten Mannschaft so sein? Junge, ey, das immer höher, weißt du? Ja, er könnte ja dann abheben und... Leute, dann stellen wir uns aber hin. Ja, es kommen ja keine, wir haben schon lange kein Talent mehr aus der zweiten Mannschaft in der ersten integriert. Leute, wenn der Levi so spielt wie heute, wenn der zweite Halbzeit keinen Bock mehr hat, dann nehmen wir ihn raus, Alter. Wo ist denn das Problem? Keine Majestätsbeleidigung? Verstehe das immer nicht, ey. Naja, gut, jetzt habe ich auf 14 Minuten gelabert, Alter. So viel wollte ich gar nicht labern. Ja, Fazit, ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen froh, dass der Olli da ist. Kann ich auch nochmal ganz kurz sagen. Ich weiß nicht so, der Brazzo weiß ich nicht. Ich vertraue dem irgendwie nicht so wirklich ganz, was Transfers anbelangt. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Ich hoffe, der Olli interveniert da ein bisschen und ich sehe es nicht, dass wir den Leverkusenern irgendwie 100 Millionen in die Hand drücken. Dann, ja, keine Ahnung, tschüss, geh nach Barca, geh nach Madrid, die zahlen die 120 Mille. Sehe ich bei uns nicht. Und außerdem, ja, finanzielles Fairplay-Gedöns, wenn die FIFA da endlich mal oder die UEFA da endlich mal durchgreift. Ja, wir nehmen mit Sicherheit auch keine 300 Millionen ein, um 300 Millionen wieder auszugeben, ja. Also das muss man auch mal so klar sagen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ansonsten sehe ich unseren Kader eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, auf Außen muss definitiv was passieren. Da hätte ich aber auch kein Problem damit, wenn man einfach mal sagt, wenn man nimmt einen aus der zweiten Mannschaft, haut den da hin und gibt den die Chance, oder man zieht einen Davis halt wieder nach vorne und kauft halt noch irgendwie so ein Talent. Ja, wie gesagt, wenn man Sané kriegen würde für 70, 80 Millionen. Okay. Könnte ich mich mit anfreunden. Ja, und alles andere.
Also wie gesagt, in der Mitte sind wir eigentlich gut aufgestellt, wenn man sich jetzt mal unsere Spiele anguckt. Ich dachte, ja, der Tolisso muss jetzt gehen, ja, weiß ich nicht, sehe ich auch nicht so. Ich halte eigentlich ziemlich viel von Tolisso. Und wenn er wieder Zutrauen hat nach seiner Verletzung wieder voll durchzuziehen und sowas, kann er auch noch ein wichtiger Faktor werden. Martinez hast du noch, Martinez wird wahrscheinlich gehen, was ich auch sehr schade finden würde. Ihr wisst das, die mich länger gucken, ich habe eine hohe Meinung vom Xavi und die ist auch weiterhin da. Und ich bin gespannt, was er noch diese Saison noch ein Faktor werden wird. Innenverteidigung, ja. Wenn du so ein Talent kriegst wie Upamecano. Zuschlagen, definitiv, Leute. Genauso beim Werner. Ich verstehe es immer noch nicht, dass der Werner immer noch nicht bei uns spielt. Immer dieses dumme, ja, der passt nicht zu uns, weil wir nicht die Räume haben. Zweite Halbzeit heute gegen Köln hätte er locker 3 Hütten machen können. Da haben wir genug Räume gehabt. In der Champions League werden wir auch immer wieder Räume haben. Klar hast du nicht die Räume, wenn du zu Hause gegen Paderborn spielst. Ja, aber selbst da nicht, bitte euch. Ja, eigentlich kann der Werner nichts außer schnell laufen, oder? Ist kein Alexander Zickler, Leute? Weiß ich nicht. Also wenn man sich den echt durch den Lappen gehen lässt, Trauerspiel. Aber wirklich ein Trauerspiel. Habe ich aber jetzt schon diese Saison gesagt, man hätte ihn jetzt... Ich weiß nicht, ob man... Ja, ich weiß es nicht, was da der Gedanke ist und verstehe auch nicht da die Argumentation von... Ja, man ist nicht ganz überzeugt beim FC Bayern von Timo Werner. Aller 20 Saisontore, 3 weniger wie der Levi, Alter. Was ist? Aber man ist nicht überzeugt, oder was? Junge, Alter. Oh, da könnte ich bei durchdrehen bei dem Thema, ne? Weil vor allen Dingen, weil er ja auch zu uns wollte und ja. Ob er jetzt noch kommen wird, ich sehe die Chancen eher 60:40, dass er nicht kommt. Dass er irgendwo anders hingeht. Ob er gar in Leipzig bleibt. Ja, ist man dann selber schuld, weil ich sehe den Werner eigentlich auch, dass er Halbposition oder sogar auch eine Außenposition locker spielen kann. Warum sollte er nicht außen spielen können? Er hat die Schnelligkeit. Warum soll er sich nicht wie ein Ayen entwickeln zum Beispiel? Klar kommt er mehr aus der Tiefe, aus der Mitte, aber warum soll er nicht auch über Außen kommen können und nach innen ziehen und aufs Tor ballern? Also sehe ich jetzt nicht so das Problem drin. Ob er das will, ist natürlich was anderes, aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er da Nein sagen würde. Und ja, ich könnte jetzt noch ewig weiter philosophieren. Meine Transferziele, um das mal rund zu machen für den Sommer, definitiv den Werner. Upamecano, klar, wenn man ihn kriegt, kann mehr als ein Backup werden. Wie gesagt, Hernandez bin ich skeptisch. Boateng wird gehen, also von daher, warum nicht? Dazu ein Bailey würde ich definitiv versuchen zu verpflichten. Wenn du den für 40 Meter auch kriegst, so ja, also er ist ein ganz straighter Außen, macht das gut, hat das gegen uns auch immer gut gemacht. Würde ich definitiv sehen, den Transfer. Ja, Sané, schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Würde ich auch sagen, kommt auf den Preis an. Klar, dann hättest du schon wieder ein Überangebot, aber dann wären wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Und dann könnte man immer noch gucken, wer es nicht packt und könnte dann nach einem Jahr nochmal den einen oder anderen wieder gehen lassen oder ausleihen oder sonst irgendwas. Und in der Mitte Kai Havertz, ja, wie ich auch schon sagte, wenn der Preis stimmt, ja, ansonsten sehe ich da nicht den Bedarf zu sagen, wir machen da jetzt einen Kinderriegel auf mit dem Goretzka, mit dem Kimmich und einem Havertz, anstatt da irgendwie noch einen Thiago oder zumindest noch einen Martinez zu haben. Ja, das wäre so meine Wunschvorstellung. Im Sturm alles gut. Würde ich mir halt wünschen, dass man den CXC mehr Chancen gibt, auch um dann jetzt wirklich zu sehen, kann das packen, kann das nicht packen, ja, klar, jetzt hat zwar mal eingewechselt, alles gut. Ich meine, in der zweiten Mannschaft, der Fried wird gehen nach Holland, das heißt, in der nächsten Saison wird er da wohl Stürmer Nummer 1 sein. Nichtsdestotrotz hätte ich mir dieses Jahr schon gewünscht, so Spiele wie heute oder auch so ein Spiel wie gegen Paderborn, ja,
Kannst du dir, klar, verstehe ich das, ja, Levi, ja, ich möchte, ja, 40 Tore, Müller, bla, Sülz. Ja, da muss aber auch der Zug da sein, weißt du, und, ja, die hättest du heute halt einfach. Aktuell habe ich immer so das Gefühl beim Levi, ja, ich habe mein Tor gemacht, alles gut. Ja, dann nehme ich ihn noch aus, wenn er sein Tor gemacht hat. Ist doch alles gut. Naja, gut. Lang genug gelabert, Leute. Hau mich jetzt noch 2 Stündchen hin vor der Arbeit und dann geht's gleich zur Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ich denke, bis ihr das Video seht, wird wahrscheinlich eher Montag sein. Von daher einen schönen Start in die Woche und ja, wir hören uns wieder. Jetzt ist ja, wir spielen nicht. Dortmund spielt ja diese Woche Champions League. Wir spielen erst danach die Woche Champions League. Also hören wir uns nach dem Spiel gegen Paderborn. Ich denke, es wird so ähnlich ablaufen wie heute. Eine gute Halbzeit, danach wird Eierschaukeln angesagt sein. So haben wir immer wieder ein bisschen Kritik, was wir loswerden können. Und ja, in diesem Sinne, haut rein. Lasst mir gerne eure Meinung da, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, wenn so eine Themen sind wie so Transfers und sowas, wo ich jetzt dann einen halben Roman schreiben würde, wundert euch nicht, wenn es dann mal 3 Tage nichts gibt. Ich werde das dann definitiv im nächsten Video aufgreifen und dann dazu meine Meinung sagen. In diesem Sinne, haut rein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Ciao.